Willkommen zur Sternstunde Religion. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Spital und werden mit existenziellen Fragen um Krankheit, Leben und Tod konfrontiert. Was wünschen Sie sich jenseits des medizinischen Beistands? Würde Ihnen und Ihren Angehörigen ein Lied, ein Gegenstand, ein Ritual in dieser Situation helfen? Solche Fragen stellt sich auch Susanne Brauer. Sie ist Philosophin aus Zürich und beschäftigt sich seit langem damit, wie sich ethische, medizinische und spirituelle Bedürfnisse gegenseitig beeinflussen. Schön sind Sie da, Frau Brauer. Guten Abend. Wenn es um Ihre Gesundheit geht, spielen da persönlich religiöse und spirituelle Überzeugungen eine Rolle? Sie fragen ja jetzt spezifisch in Bezug auf Gesundheit. Nein, in dem Sinne nicht, weil ich auch noch nicht in so einer existenziellen Situation war, wo ich das Gefühl hatte, ich muss nach den Sternen greifen. Ich finde es interessant, wie Sie die Frage formulieren, weil Sie fragen mich eigentlich nicht direkt, ob ich an Gott glaube. Und ich glaube, das ist eine sehr intime Frage in unserer Gesellschaft, die wir doch ein bisschen zurückhalten. Religiöse Überzeugungen ist eine Umschreibung von Vorstellungen, die man haben kann, von Transzendenzvorstellungen, aber eben auch Rituale, die man allenfalls pflegt. Und auf das kommen wir ja sicher noch zu sprechen. Wäre es Ihnen lieber gewesen, wenn ich die Frage direkt gestellt hätte, glauben Sie an Gott? In Bezug auf Krankheit und Gesundheit, da muss ich auch wieder sagen, ja, also das wäre sicher etwas, wo gerade auch wenn man in Sterbenssituationen kommt, wo dann existenzielle Fragen oder Fragen nach dem Sinn des Ganzen aufbrechen. Und da müsste man sich sicher oder ich mich sicher noch mehr mit dieser Frage auseinandersetzen. Aber diese Situation hatte ich zum Glück noch nicht. Sie haben ein Buch herausgegeben, das heißt Glaube und Rituale im medizinischen Kontext. Und Sie gehen dabei der Frage nach, ob religiöse Überzeugungen in medizinischen Krisensituationen überhaupt bedeutsam sind. Dazu wurden viele Gespräche geführt mit Patienten, Patientinnen, Ärztinnen, Pflegenden und auch Seelsorgenden. Eine Geschichte im Buch erzählt von einem Elternpaar, einem jungen Elternpaar, dessen Neugeborenes schwerste Behinderungen aufweist. Die Ärzte raten den Eltern, das Kind sterben zu lassen, was letztlich auch geschieht. Welche Rolle spielte bei dieser Geschichte Glaube und Religion für diesen Prozess der Entscheidungsfindung, dieser schwierigen Entscheidung und später des Abschiednehmens? Ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte, weil sie jetzt nicht ganz von eindeutig gläubigen Menschen erzählt wird, jetzt im traditionellen Sinne. Also sie gehören jetzt nicht einer Religionsgemeinschaft an und tragen das vor allen Dingen nach außen in ihrer Geschichte. Gleichzeitig haben sie aber ein unglaubliches Bedürfnis an Ritualen. Und diese Rituale sind etwas, was ihnen eine Möglichkeit gibt, ihre Erlebnisse und ihre Erinnerungen auch später festzuhalten, was sie haben an ihrem Kind, was halt nur wenige Tage auf dieser Welt sein durfte. Die Eltern erzählen ja davon, dass sie zwar katholisch sind, nominell der katholischen Glaubensgemeinschaft angehören, aber eigentlich keinen Bezug mehr zur Gläubigkeit im engeren Sinne haben, lassen das Kind dann doch noch taufen. Wie wichtig ist es, dass man in diesen Momenten etwas tun kann? Wie wichtig sind Gegenstände? Ich denke, also gut, die Taufe ist ja erstmal ein Ritual. Sie haben jetzt hier eine Taufkerze, das wäre ein Gegenstand, was verbunden ist mit diesem Ritual. Ich denke, es geht um verschiedene Sachen. Man möchte gerne, man braucht einmal in der Situation, die unfassbar ist, endlich das ersehnte Kind ist da und es ist nicht überlebensfähig, man weiß, es wird sterben. Für diese absolut tragische und unfassbare Situation braucht man Möglichkeiten, mit dieser umzugehen. Und so etwas wie eine Taufe kann eine Möglichkeit sein, dass man einmal Brücken schlägt zwischen den Menschen, aber auch eine Überbrückung schafft von dieser unfassbaren Situation, indem man etwas tut. Und Taufkerzen sind ja etwas, was man aufhebt. Also ich weiß nicht, manch einer hat noch seine Taufkerze von früher noch zu Hause bei sich ein Leben lang. Und insofern ist es auch ein Gegenstand, in dem sich die Erinnerung an dieser Person manifestiert. Also das ist etwas materialisiert. Also man kann das in die Hand nehmen. Man kann sich dann an diese Situation auch zurückerinnern, wo man das Kind hat taufen lassen. Wenn es nun nicht gerade derart dramatisch ist, dass es um Leben und Tod geht, aber vielleicht doch um die Diagnose einer Krankheit oder um die Frage eines Eingriffes, der vielleicht mit vielen Risiken verbunden ist. Wie wichtig sind da grundsätzlich Rituale für die Menschen? Oder anders gefragt, in welchen Situationen wünschen sich Menschen überhaupt Rituale?
Ich denke, auch hier sind nochmal, also Gegenstände können manchmal so Übergangsobjekte sein. Also wir haben eine Ausstellung gerade am Unispital, das heißt Galerie der Mutmacher. Da haben wir Menschen gefragt, was würden sie mitnehmen ins Spital, wenn sie krank wären, welcher Gegenstand würde ihnen Mut zusprechen. Und da ging es auch um die Idee darum, dass man Dinge haben muss, also wo man irgendwie, die man anfassen kann, die man fühlen kann, die man allenfalls auch riechen oder hören kann. Also manch einer hat Musikstücke genommen, weil die quasi auch einen Übergang schaffen, um die eigene Angst zu überwinden oder um Zuversicht zu haben oder sich an eine schöne Situation zu erinnern. Wenn man jetzt Rituale nimmt, jetzt eher im religiösen Kontext, dann hat das oft auch einen Sinn, wo man quasi eine unfassbare Situation, oder eine schwere Entscheidung in einen größeren Rahmen setzen möchte. Also es gibt in dem Buch, wenn ich das erzählen darf, ein Beispiel von einem Seelsorger, der eine Frau begleitet, deren Mann urplötzlich verstorben ist. Die beiden werden in eine fremde Stadt eingeflogen. Der Mann verstirbt dort im Spital. Die Frau ist dort, kennt niemanden. Und in dieser unfassbaren Situation hilft es der Frau, mit dem Seelsorger zusammen ein Gebet zu sprechen, auch wenn die Frau selber nicht religiös im strengen Sinne ist. Aber überhaupt etwas tun zu können und etwas tun zu können mit einem anderen Menschen und in dieser Tätigkeit des Gebetssprechens mit einem anderen Menschen verbunden zu sein, gibt einen Trost und gibt auch eine Art und Weise, die Situation ein Stück weit bewältigen, ist vielleicht ein zu großes Wort, aber dieser Situation ein Stück weit zu begegnen. Und ich denke, das ist unabhängig jetzt vom Grad der Gläubigkeit, helfen religiöse Rituale in einer Gesellschaft, wo wir natürlich aufwachsen mit solchen Symbolen, mit solchen Religionen und Traditionen. Sie sagen, helfen religiöse Rituale. Was ist denn mit den anderen Ritualen? Helfen die nicht gleichermaßen? Tragen die nicht gleich? Ja, ich habe mich das auch gefragt in Vorbereitung auch zu dieser Sendung. Zu was werden meine Kinder mal greifen? Also jetzt, wenn ich noch mal die Geschichte dieser Frau nehmen würde, ich denke, auch mir würde es in der Situation helfen, wenn sich ein Seelsorger mit mir hinsetzt und zusammen ein Gebet spricht, weil das etwas anklingt von früher, aus meiner Kindheit, etwas, was ich kenne, was vertraut ist. Man könnte auch fragen, ja, kann es nicht auch ein Gedicht von Rilke sein? Rainer Maria Rilke, und das ist auch schön und würde man aussprechen. Aber ich glaube, wir verbinden nicht unbedingt dasselbe damit in unserer Sozialisation, wie jetzt zum Beispiel ein Gebet. Aber Kinder, die ohne kirchliche Traditionen aufwachsen oder ohne quasi eine religiöse Vermittlung aufwachsen, ja, wenn sie später in so eine Situation kommen, worauf würden sie zurückgreifen? Allenfalls wäre es irgendwie ein Lied eines berühmten Rappers oder ich weiß auch nicht, es müsste auch wieder etwas sein, womit sie gewisse Gefühle verbinden von Gemeinschaftlichkeit, Aufgehobensein, Trost. Und es müssten diese Art von ritualen Handlungen oder Gegenstände sein, die das anklingen. Aber allenfalls werden wir uns da anders orientieren, wird sich diese Generation anders orientieren müssen als das, was wir in unserer Generation noch an Fundus haben. Höre ich da ein leises Plädoyer auch dahinter, dass man doch sich überlegen sollte, ob man Kinder religiös sozialisiert im weitesten Sinn, vielleicht nicht kirchlich institutionell orientiert, aber doch religiös mit gewissen Fundamenten oder gewissen Gegenständen oder Ritualen, die man bereits in der Kindheit erlernt? Also ich denke, die Sozialisation der Kinder und was jetzt wenn man das Christentum nimmt, was jetzt erstmal in europäischen Gesellschaften vorherrschend ist und unsere Moralvorstellungen prägt, denke ich, ist es sehr wichtig, dass man auch die Wurzeln unserer Moralvorstellungen, die einmal christliche sind, dass man das auch mit auf den Weg gibt in irgendeiner Form, Art und Weise. Genauso wie es auch wichtig ist, den Religionspluralismus, also eben durch Einwanderungen, andere Strömungen, andere Religionen, die mehr und mehr Gewicht bekommen, auch in unseren Gesellschaften, dass man das auch vermittelt. Also wenn man das quasi auf eine Vermittlung moralischer Werte nimmt, denke ich, sollte man die Religionen nicht außer Acht lassen. Also damit meine ich alle Religionen. Aber wenn es darum geht, auch Möglichkeiten zu geben, auf Rituale zurückzugreifen, also Handlungen, die man mit anderen Menschen tut und die verbunden sind mit einer gewissen Emotionalität und einem Gemeinschaftsgefühl, was mich selbst überschreitet. Ja, ich denke, da müsste man, wenn es nicht eine Religion ist, andere Möglichkeiten suchen. Ich denke, wir haben die auch. Also beispielsweise?
Also ich denke zum Beispiel Nachbarschaften nehmen eine stärkere Rolle ein. Also wenn gerade in einer Gesellschaft, die von hoher Mobilität geprägt sind, wo man nicht mehr mit seiner Familie unbedingt zusammen, mit seiner Herkunftsfamilie und Verwandtschaft zusammenlebt, sondern allenfalls jetzt wie auch in meinem Fall getrennt ist in verschiedenen Ländern, da werden zum Beispiel die Menschen, mit denen man unmittelbar zu tun hat, das sind Nachbarschaften und Freundschaften, allenfalls bekommen die eine höhere Bedeutung. Und auch da kann man gewisse Gemeinschaftlichkeiten auch erleben und auch gewisse Rituale pflegen. Nehmen wir das Nachbarschaftsfest beispielsweise. Also ich würde das nicht... natürlich sind andere Dinge, die dort fehlen, die ganz klar bei Religionen sind. Aber wenn es darum geht, so etwas wie Gemeinschaftsgefühle und auch sich anderen zuwenden und auch gewisse Werte zu transportieren, gibt es allenfalls da auch so Alternativen. Kommen wir zurück auf diesen medizinischen Kontext, mit dem Sie sich ja intensiv befassen. Und da gibt es ja auch doch einige Konfliktfelder. Die Frage, wie sehr darf beispielsweise eine religiöse Überzeugung in medizinische Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen? Mhm. Was ist da Ihre Meinung dazu? Ich weiß nicht, ob ich eine eindeutige Meinung habe. Es war die Frage, die mich eigentlich angetrieben hat, dieses Buch zu machen. Können religiöse Überzeugungen und Werte, auf die man sich beruft, können die mehr Gewicht erhalten als im Vergleich zu einer Person, die einfach sagt, ich möchte diese Behandlung nicht oder ich lehne das ab. Also geben uns die Angaben von religiösen Gründen einen besonderen Grund, diese Meinung noch mehr zu respektieren. Und ich untersuche das in dem Buch eigentlich in dem Sinne empirisch, als dass ich Menschen einfach erzählen lasse, wie sie mit Konfliktsituationen kreativ umgehen. Also Sie haben da zwei Beispiele werden erwähnt, die so etwas konfliktös sind. Der eine ist ein Fall einer Zeugin Jehovas, die die Bluttransfusion ablehnt. Mhm. Und der zweite Fall ist natürlich die Knabenbeschneidung, die immer auch bei uns ein großes Thema ist und sehr kontrovers diskutiert wird. Ja. Also bei den Zeugen Jehovas ist das eigentlich sehr gut geregelt auch mittlerweile. Also da ist ganz klar, dass der Respekt der urteilsfähigen erwachsenen Person, dass das überwiegt. Und das ist aber nicht ein Sonderrecht der Religion, sondern das ist quasi ein Patientenrecht, was alle Menschen haben, zu bestimmen, dass ich gewisse Behandlungen nicht haben kann. Das ist quasi nicht ein Sonderrecht von Religion. Also rechtlich gesehen kann man sagen, es macht in dem Sinne, das ist das, was der Rechtswissenschaftler auch, Professor Fateh betont, macht es keinen Unterschied, aus welchen Gründen heraus eine Person eine Behandlung ablehnt, sei es religiös oder nicht religiös. Interessant ist der Fall bei Kindern, bei Stellvertreterentscheiden, also wo Eltern quasi im Falle von oder aus einer religiösen Überzeugung heraus Behandlungen beim Kind ablehnen wollen. Auch der Fall ist in der Schweiz eigentlich sehr gut geregelt. Also das Kindeswohl darf nicht gefährdet werden. Das Kindeswohl wird vor allen Dingen medizinisch definiert hier. Also sprich eine Bluttransfusion, wenn sie lebensnotwendig ist, wird gegeben. Es wird zwar viel, auch das zeigt das Interview auch, es wird viel versucht, dem möglichst weit entgegenzukommen mit alternativen Produkten, Blutprodukten oder mit einer besonderen Vorbereitung auf eine OP. Also es wird viel vom Gesundheitswesen probiert, quasi die Wünsche der Eltern auch aufzunehmen. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann wird man eine Bluttransfusion geben. Und der interessante Fall jetzt, und das ist der Konfliktfall, jetzt auch, der auch, glaube ich, rechtlich recht interessant ist der unter der Geburt. Weil da quasi wir schauen zu, wie ein neues Rechtssubjekt entsteht. Also quasi das sogenannte ungeborene Kind, wie man es quasi alltagssprachlich nennt, ist noch nicht ein Rechtssubjekt, was vollen Lebensschutz genießt, also solange es noch quasi im Mutterleib ist. Aber es ist auch gesetzlich wohl genau beschrieben, ab welchem Zeitpunkt der Geburt es dann wirklich auch zu einem Wesen wird, was vollumfänglichen Lebensschutz genießt. Und unter der Geburt kann es aber sein, dass zum Beispiel eine Bluttransfusion notwendig ist für die Mutter, um das Leben des zu gebärenden Kindes nicht zu gefährden. Und da kommt man jetzt dann sehr schnell in Konflikt. Oder wie geht man mit dieser komplexen rechtlichen Situation dann um? Und die Mutter hat ja in diesem Fall die Haltung, das hat sie ja beschrieben, auch in ihrer Geschichte, die sagt dann halt, nun, wenn es halt dann sozusagen Gottes Wille ist, dass es stirbt, dann stirbt es halt, dann ist es Schicksal.
Der Konfliktfall hat sich zum Glück nicht zugespitzt in dem Sinne, als dass eine Bluttransfusion nicht notwendig war. Die Mutter sonst, also es sind jetzt von verschiedenen Müttern jetzt da die Rede, einmal kommt eine Mutter vor in einer Geschichte und einmal eine Mutter, die interviewt wird. Die sieht ganz klar die Grenzen auch ihrer Bestimmungsmöglichkeit über das Leben ihres Kindes und akzeptiert das auch. Also sie ist selber Hebamme und streicht das auch heraus. Natürlich haben auch Ärztinnen und Ärzte eine bestimmte Verpflichtung ihrem Berufsethos gegenüber. Und das ist auch das Interessante, wie das Gesundheitswesen das löst, dass sie eben auch Ärztinnen und Ärzten freigestellt ist, ob sie so eine Behandlung, so eine OP dann durchführen wollen oder allenfalls die Patientin oder den Patient reagieren zu jemand anders, der dazu bereit wäre. Es kommen ja auch Leute aus dem medizinischen Bereich, eben Pflegerinnen, Ärztinnen zu Wort. Und da fiel mir auf, dass die sagen, wenn ein Entscheid seitens des Patienten oder der Patientin religiös begründet ist, dann bekommt das für sie ein größeres Gewicht, als wenn es einfach ein individueller Entscheid ist. Ja, also das wird erwähnt auch, eine Ärztin beschreibt das so, dass sie sagt, ja, dann hat sie das Gefühl, sie könne nicht mehr mitreden, weil ihr jetzt die religiösen Argumente fehlen. Oder auch von Seiten der Zeugin Jehovas wird gesagt, na ja, die können das ja nicht verstehen, sie sind ja nicht Mitglied unserer Religionsgemeinschaft. Das zeugt natürlich auch von einem gewissen Respekt gegenüber der religiösen Haltung. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, warum es eine Rolle spielt, der Verweis auf die Religion, ist, dass man irgendwie sicher gehen kann oder aus ärztlicher Sicht, was einem vielleicht als unvernünftig erscheint, wird dadurch erklärbar. Und dadurch, dass jemand eine gewisse Religionsgemeinschaft hat. Aber das ist auch ein bisschen, Manta Sen nannte das mal die Identitätsfalle. Also dass wir zu vorschnell Zuschreibungen machen, wie jemand ist, aufgrund von dem Wissen, dass er einer gewissen Religionsgemeinschaft angehört oder dass er aus einem gewissen Kulturkreis herrscht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Warnhinweis, den ganz viele Interviewpartnerinnen und Partner gegeben haben. Hört auf mit dieser Klischierung von Menschen, schaut genau hin, jeder Mensch ist anders, individuell. Es gibt auch im Islam ganz unterschiedliche Richtungen oder im Hinduismus noch viel mehr. Und auch im Christentum gibt es sehr große Unterscheidungen. Schaut genau hin, wie der Mensch ist und was er eigentlich will. Also zu wissen, dass jemand dem Judentum angehört, erübrigt nicht die Frage, ihn zu fragen, was möchtest du denn eigentlich? Das leitet mich gerade zur nächsten Frage über. Wenn man sich mal eine Patientenverfügung so anschaut, dann werden ein Haufen Fragen bezüglich der Verantwortbarkeit, der medizinischen Eingriffe, was man wünscht, gestellt. Wenn es aber um die Frage der religiösen Zugehörigkeit und vor allem zur rituellen Begleitung um diese Fragen geht, dann taucht da relativ wenig aus. Da wird man gefragt, zu welcher Konfession gehören Sie und wünschen Sie im Sterbensfall eine religiöse Begleitung durch einen Geistlichen, ja oder nein. Müsste Ihrer Meinung nach mehr auch differenzierter erfragt werden in so einer Patientenverfügung, was denn Menschen wollen, unabhängig davon, wie Sie eben sagten, ob sie einfach einer bestimmten Religion zugehörig sind? Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Formulare und Möglichkeiten, auch Patientenverfügungen zu erstellen. Natürlich könnte dieser Passus auch ausgebaut werden. Ich denke, das könnte jetzt nur wie ein Hinweis sein, wenn das jemand jetzt, ich weiß nicht, welche Patientenverfügung das ist jetzt, die Sie da haben von der, das könnte jetzt ein Hinweis sein, dass das ein Thema bei dieser Person ist. Aber auch da wäre natürlich, ist es mit Vorsicht zu genießen, weil jetzt gerade auch mit der Covid-19-Situation und dem Besuchsverbot hatten wir die Situation, dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger ganz, ganz wichtige Funktionen eingenommen haben im Spital, weil das waren noch die Personen, die an die Betten der Kranken herantreten konnten, ohne sie medizinisch zu behandeln, sondern ihnen als Gesprächspartner, als jemand, der da war, der Anteil nehmen konnte, zur Verfügung standen. Also auch da könnte man auch sagen, diese Engführung der Seelsorge rein auf spirituelle oder religiöse Bedürfnisse ist mit Vorsicht zu betrachten. Seelsorgerinnen und Seelsorger im Spital sind auch Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, die wichtig sind und die natürlich auch säkulare Gespräche führen. Also sie kommen nicht hin und missionieren, sondern also sie treten nicht mit dem vor der Brust in das Spitalzimmer ein, sondern sie treten ein als Gesprächspartnerin und Partner, der jetzt sich nicht um das Medizinische, sondern um den Menschen, um seine seelische Verfassung und sein Bedürfnis an Reden, an
Beisammensein erkundschaften. Und trotzdem scheint es ja doch wichtig zu sein, dass beispielsweise muslimische Patientinnen und Patienten jemanden zur Seelsorge da haben, der vielleicht aus ihrer Tradition, aus ihrer religiösen Haltung heraus diese Unterstützung bieten kann. Dasselbe gilt natürlich auch für buddhistische, hinduistische oder andere Religionen. Ja, ich meine, das ist man ja auch in Zürich dabei, wirklich das auch zu etablieren, die muslimische Seelsorge, auch etwas zu standardisieren, da in dem Sinne, als dass es Weiterbildungskurse gibt in diesem Bereich. Wichtig ist auch immer noch, dass man sich versteht, auch die sprachliche Verständigung, also dass man Personen hat, die eben dieselbe Sprache sprechen. Also einige Geschichten, die dort in dem Buch auch porträtiert werden, das sind eigentlich Missverständnisse aufgrund fehlender sprachlicher Kompetenzen seitens der Gesundheitsfachpersonen, wo halt auch vorschnell wieder Zuschreibungen stattfinden. Sie hat Angst, weil kommt aus einem muslimischen Kulturkreis und da sind Frauen ja so und so und so. Ne? Und dann die muslimische Seelsorgerin hat die Möglichkeit, auch die sprachliche Möglichkeit, da genau nachzufragen, aufmerksam zu sein und dann eben andere Ängste aufzudecken, die eigentlich eine Rolle spielten, als das, was sich jetzt die Ärztinnen und Ärzte gedacht haben. Also insofern ist das sehr wichtig, einmal das auch zu kennen, natürlich die entsprechenden Rituale zu kennen. Sie haben jetzt da den Koran beispielsweise, also es wird auch die Koranrezitation als das laut Vorlesen auch als etwas, was quasi auch eine ästhetische Qualität hat, eine Tonqualität hat, was eine Lebendigkeit in den Spitalzimmer bringt. Ein Ritual, also wo es nicht nur um Informationen geht, die ich jetzt da aus solchen Büchern hole, sondern auch quasi um ich würde sagen, auch eine gefühlsschwangere Vollzug von einem, wie ein Lied, was einen anders berührt oder wie ein sprechendes Wort, was einen anders berührt, schon allein durch die Stimme. Und das ist natürlich wichtig, dass das Personen machen, die sich damit auskennen. Also ein christlicher Seelsorger kann nicht jetzt den Koran in die Hand nehmen und weiß nicht, wie eine Koranrezitation. Nun stelle ich mir vor, dass seitens des medizinischen Personals, insbesondere der Pflegerinnen und Pfleger, es unproblematisch ist, wenn jemand zu Besuch kommt und eine Rezitation oder ein Gebet spricht. Aber wie verhält es sich denn, wenn Angehörige einer bestimmten Religion vielleicht auch Essensbeiträge bringen oder wie eben hier auch dargestellt durch diese Amphore, wenn von muslimischer Seite jetzt Wasser aus dem Samsambrunnen in Mekka für den kranken oder für den sterbenden Patienten dargereicht wird. Machten Sie da die Erfahrung, dass es da doch eine gewisse Grenze gibt, die nicht überschritten werden sollte? Ich habe das nicht speziell erfragt. Soweit ich weiß, werden zum Beispiel Essensbedürfnisse schon sehr, sehr stark auch berücksichtigt. Es gibt Koscher-Essen oder andere Arten von Essenszubereitung. Dem kann man sicher nachgehen. Ich meine, der Ursprung von dem ist ja, dass es in vielen Religionen eigentlich die Krankenpflege ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Religion ist. Also, dass man sich dem Kranken zuwendet, dass man ihm auch ermöglicht, natürlich im Spital die religiösen Riten weiter zu vollziehen und die religiösen Gebote weiterhin zu beachten. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Impuls dieser Religionsgemeinschaften. Also Krankenpflege und Sterbebegleitung sind an sich schon ritualisiert. Verstehe ich das richtig? Sie haben eine Bedeutung in den Religionen, als dass es von den Mitgliedern dieser Religionsgemeinschaft als ihre Pflicht angesehen wird, sich um ein krankes Familienmitglied zu kümmern, aus religiösen Gründen heraus. Das haben wir auch im Christentum. Also die Barmherzigkeit und das Zuwenden des Kranken und so, das kennen wir auch. Und ich denke, da wird man auch es wird auch individuell geschaut in der Situation, inwiefern darf man Krankenpflege zulassen, die Angehörige leisten im Spital, und wo sind Grenzen zu setzen? Also oftmals ist ja auch das, gerade im Kinderspital ist es oft der Fall, da ist man auf die Eltern angewiesen, dass die mit nach dem Kind schauen im Spital und dann entsprechend auch gewisse Monitoring-Aufgaben vielleicht mit übernehmen oder gewisse Pflegeaufgaben mit übernehmen oder eben Bescheid geben, wenn irgendetwas ist. Also man ist zum Teil ja sogar auf Angehörige auch angewiesen. Wir sind schon fast am Schluss. Eine Frage würde ich mir noch gerne von Ihnen beantworten lassen.
Was sehen Sie denn für Möglichkeiten, wie sich jeder und jede Einzelne auf Situationen selbst vorbereiten kann, wo sie rituelle Bedürfnisse äußern müsste im medizinischen Kontext oder zu geben hat? Haben Sie da eine Empfehlung? Im Sinne der Planung? Im Sinne der Planung, der Vorsorge. Ja, ich denke so nach den Interviews, die ich geführt habe, ich glaube nicht, dass man das schon im gesunden Zustand wirklich planen kann, in dem Sinne, als dass man weiß, was man in der Situation braucht. Aber es ist sicher ein gewisser Mut, auch vielleicht Rituale abzuändern. Also Sie hatten eben das Wasser erwähnt. Wir kennen auch die Totenwaschung. Auch das wurde in der sehr berührenden Geschichte von Natascha und Fabrizio, die ihr Kind verloren haben. Auch die waschen ihr Kind mit Bergwasser. Also sie haben quasi etwas, was wir kennen aus dem religiösen Kontext, ein Ritual für sich angeeignet, uminterpretiert, weil es ein bestimmtes Wasser von einer bestimmten Stelle war und so eine Möglichkeit für sich geschaffen, in dieser Schaffung auch einen weiteren Schritt des Abschiednehmens zu vollziehen, der Pietät gegenüber dem Leichnam und auch der Fürsorge, wenn man das fast so sagen möchte, gegenüber dem Leichnam, dem toten Kind, auch als eine Möglichkeit, eine psychologische Möglichkeit, auch ein Stück weit auch Abschied zu nehmen. Und ich denke, diese Kreativität, die in diesem Buch auch viel gezeigt wird, wie Menschen mit Situationen umgehen, mit Schicksalsschlägen umgehen, auf diese Kreativität darf man auch vertrauen, auch bei sich selber, dass man in der Situation schon auch weiß, was man braucht, was einem selber gut tut. Also lieber das nicht planen. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch, Susanne Brauer. Besten Dank. Im Oktober diskutieren wir die Streitfrage um Leihmutterschaft. Und Sie können im Haus der Religionen in Bern live dabei sein. Melden Sie sich an unter srf.ch/Sternstunde Religion. Jetzt folgt ein Gespräch am Philosophischen Stammtisch. Barbara Bleisch und Wolfram Eilenberger wollen von ihren Gästen wissen, wer regiert unser Land? Das Volk, Politikerinnen oder Experten? Bleiben Sie dran, es lohnt sich.